Die zweite Erfolgsgeschichte spielt in Dingsleben, einem Dorf, das in Thüringen bei Römhild an der Grenze zum Westen lag. Die Bauern bewahrten sich auch zu DDR-Zeiten ihr Heimatgefühl, pflegten ihre Fachwerkhäuser, trafen sich in der Kirche und zur Kirmes im Wirtshaus der kleinen Brauerei Metzler. Achim Giesel porträtiert Ulrich Metzler, einen Thüringer Braumeister, der alle politischen Turbulenzen in Deutschland überstanden hat. Kirmes hat in Dingsleben wie überall in den Dörfern Südthüringens Tradition und hat alle politischen Systeme überlebt. Die Geschichte der Metzlers reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ulrich Metzler übernahm die Brauerei von seinem Vater. Angefangen habe ich 1958 als Handwerksbetrieb und das hat nun schon seine 50 Jahre auf dem Buckel. Aber die Wende, die hat uns verändert. Erst waren wir am Ende der Welt, hier in Ostdeutschland, in den Zipfel Südthüringen, und jetzt sind wir mitten in Deutschland. Metzlers Brauerei war für die Versorgung der Bevölkerung rund um Oberhof mit Bier und Limonade besonders während der Sommer- und Wintersaison wichtig. Nach 1989 hofften bayerische Brauer auf ein Schnäppchen. Die wollten uns abkaufen. Der erste, der hier war bei uns, hat gesagt, wir haben ihnen freie Kost gegeben Mittag. Und da hat er gesagt, ihr könnt aber gut kochen, das Bier kochen wir demnächst. Da habe ich gesagt, mach dich raus, hier ist das Loch, wo die Tür ist, da kannst du wieder hinausgehen. Metzler erkannte seine Chance. Er modernisierte den Betrieb, investierte im Laufe der Zeit rund 10 Millionen Euro, erweiterte seinen Kundenkreis bis nach Berlin und an die Ostsee. Mit Spezialangeboten liefern er und sein Sohn heute Bier in Sonderabfüllungen bis nach Russland und China. Zum Sortiment gehört eine eigene Osta-Cola und als neueste Kreation Sanddornbier.